Sorry, aber da war ich nicht drauf gefasst, dass der die Packung gleich mitfrisst. Damit könnt ihr leid. Ja, so. Wir haben uns viel vorgenommen, nämlich den da da runter zu schmeißen. Das hat schon mal gut geklappt. Ich will da hinten auf diese Insel. Kann ich da einfach rüberschwimmen? Kann ich schneller schwimmen? Nee. Okay, ist egal. Aber da hinten ist eine Insel. Was ist denn? Sind das Krabben? Das sind irgendwie Krabben auf der Insel. Hä? Okay. Hallo Krabbis. Was macht ihr da? Oh, Geld. Geil. 100 Geld. Gleich mal ein Loch buddeln. Zum Beispiel hier. Okay, da hier. Na, dann hier nicht. Tja, Achievement gekriegt. So. Ja. Wir haben... Da oben ist auch irgendwas. Also das da ist ein Flugzeug. Kann ich Flugzeug fliegen? Oh, guck mal, die Sonne ist aber hübsch. Ja. Ich schweife vielleicht ab. Oh, guck mal, das ist ein Sanddollar. Das war's. Ich schweife doch nicht ab. Ein Sanddollar ausgebuddelt und ein Sanddollar. Was ist denn das da? Bleib mal stehen. Was ist das? Hau mal drauf. Was ist das? Ja, Müll oder was? Das ist ein Keksrezept. Wie soll ich denn das kriegen? Das ist so ein Hundewelpenrezept, glaube ich. Hä? Ach, das muss ich einfangen mit dem Schmetterlingsnetz, das ich noch nicht habe. Das ist schlecht. Okay. Der Plan ist klar. Wir brauchen Geld für ein Schmetterlingsnetz. Aber zuallererst gehen wir dahin. So, das ist da hinten irgendwo. Da müssen wir dann halt per P das gehen. Was ist denn da los? Wieso parken die da mittendrin? Seid ihr irgendwie dumm oder so? Komm mal her, ich helfe ihr mal ein bisschen, so. Kann wohl nicht sein. Oh, danke. Das war ein schnelles, ich weiß. So, hier ist irgendwas. Was ist das da? Noch ein Hutladen, scheinbar. Guck mal, da oben fliegen so Schrottdinger. Also. So, vielleicht sollte ich mal einen Satz beenden. Nee, erst wenn ich mit der Hutfrau geladen habe. Was für Hüte verkaufen Sie heute? Ich verkaufe immer dieselben Hüte. Ja, aber es sind andere. Basecap sieht irgendwie aus wie von Ash Ketchum. Kegelhut, ich bin kein Zombie, ein rosa Sonnenhut, ich bin nicht Peach, kleiner spitzer Hut. Ein Bauhut. Bauhut will ich haben. Dong, Bauhut erhalten. Damit siehst du aus, als würdest du einen angesehenen Job nachgehen, egal was du tust. Boah, das kenne ich. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, eigentlich als... ja, eigentlich habe ich eine Umschulung zum Programmierer gemacht, aber es war halt auch eine Eventfirma und so und deshalb war einer meiner Jobs zum Beispiel auch, weil ich war ja Lehrling, geh mal hin und hol mal für die Leute, für die Arbeiter hier Fleischkäse weg. Also Fleischkäsebrötchen, nicht Leberkäse. Das Geile, Fleischkäse. Und weil es halt 7 oder 8 Leute waren, ich hatte fast immer ein Klemmbrett dabei. Also wir haben da auch Livestreams gemacht, also so richtig mit Publikum und sowas und nicht zocken, sondern so ernsthaft Politik-Scheißdreck sowas. Und ja, und deshalb hatte ich auch immer ein Klemmbrett, wo dann halt drauf stand, was zu tun ist. Und das Klemmbrett habe ich eigentlich immer mitgenommen. So, und ich gehe also mit dem Klemmbrett und dann schreibe ich mir halt auf, ja, 2 Käsekäse weg, 2 Pizza-Fleischkäse weg, 2 normale Fleischkäse weg und 3 Leberkäse weg zur Not noch, falls jemand Leberkäse weg will, so, egal. Jedenfalls... Oh, da ist noch irgendwas. Jedenfalls stehe ich dann halt da in der heißen Theke quasi, wo es die Fleischkäsebrötchen gibt und gehe halt hin und hol das Klemmbrett raus und sag so, also,
Und du hast schon wirklich das Grauen in den Augen der Verkäuferin gesehen. So, oh Scheiße, was kommt jetzt? Und dann so, nee, alles in Ordnung, sind nur 5 Flashgates weg. Und zwar so und so und so. Also mit dem Klemmbrett machst du immer Eindruck. Das war halt so schlimm, dass ich immer mit Klemmbrett rumgelaufen bin, dass er auch bei den Livestreams, ich war halt unter anderem auch der Einweiser. Kamera läuft, bla bla bla, auf der Bühne wird gelabert, bla bla bla, und dann musste jemand auf die Bühne rausgehen. Und da lief dann immer so ein kleines Intro-Filmchen, das ging halt so 30 Sekunden oder sowas. Und der Plan war, dass sobald das Intro-Filmchen rum ist, der Typ auf der zweiten, oder der Typ oder die Frau, die halt da auf die Bühne geht, auf der zweiten Stufe von 3 ist, sodass die Kamera, wenn dann das Filmchen rum ist, quasi noch gerade so die Seite, das Seitenprofil und dann den Rücken, wie er zum Moderator geht. Das war der Plan. Und das habe ich dann halt einfach ungefähr ausgemessen und ich wusste halt, okay, das Filmchen geht 30 Sekunden. Das heißt nach, keine Ahnung, ich habe das irgendwann mal einfach ausgemessen. Wenn ich die Leute losschicke, ich schicke die Leute los, wenn es noch 20 Sekunden, wenn 20 Sekunden gelaufen sind, es sind noch 10 Sekunden. Und ich habe dann irgendwann immer den Satz gesagt. So, ich habe hier einen Countdown, den zähle ich, die letzten 5 Sekunden zähle ich runter. Bei 0 gehen sie los, ganz normal, nicht rennen. Erste Stufe, zweite Stufe, dann auf die Bühne, das ist die 3. Stufe. Und dann Guten Tag sagen. Und das habe ich alles, ich hatte halt so ein kleines Zeitdingsbums, das hatte ich halt alles, ich könnte mal ein bisschen rumlaufen hier, auf dem Klemmbrett, halt stehen, wer, wann welches Intro-Filmchen läuft und sowas. Ich brauche nicht dazu sagen, wir arbeiten hier mit Menschen, das hat nie wirklich funktioniert. Aber meistens doch, oder zumindest bei mir deutlich besser als bei anderen, muss man auch mal sagen. So. Das war dann irgendwann so ein Running Gag geworden, dass ich da immer stehe mit dem Klemmbrett, dass die Leute... Also, dass die Chefs von mir gar nicht mehr gesagt haben, ja, hier, das ist der Mitarbeiter so und so, an den halten Sie sich bitte. Cool, hier gibt's Müll. An den halten Sie sich bitte, der erklärt Ihnen, was Sie zu tun haben, so bla bla bla. Und die haben nur noch gesagt, gehen Sie zu unserem Mitarbeiter mit dem Klemmbrett, der steht da hinten. Also, ich war kein Name mehr, ich war nur noch ein Klemmbrett. Moment. Jetzt bin ich... Das ist nicht gut. Hier bimmelt's, aber es ist trotzdem nicht gut. Was ist das? Dong. Dong? Ich habe keine Ahnung, was ist. Flagge der Bewohner von Sprenkelwasser erhalten. Der Rum hat diese Stadt nie verlassen. Okay. War cool. So, ja. Ich war halt nur noch der Mann mit dem Klemmbrett. Später bin ich dann auf die grandiose Idee gekommen. Oder beziehungsweise die Chefs haben mir ein iPad in die Hand gedrückt. Mit einem Stift dabei. Das ich dann sinnigerweise Eiklemmbrett genannt habe. Und dann war das deutlich praktischer. Ja. Ach ja, schön. Also, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, ja, mit dem Bauhelm siehst du immer wichtig aus. Leute, Bauhelm ist... Das ist ein Bauarbeiter, weißt du so? Ja, klar, so. Aber ein Klemmbrett. Leute, kauft euch ein Klemmbrett. Warte mal, ich hab sie hier irgendwie noch stehen. Ja, gerade nicht griffbereit, ist hinter einem Greenscreen. Egal. Ich habe das Klemmbrett immer noch. Ihr seht damit so scheiße wichtig aus. Wenn ihr da noch einen Anzug anhabt und irgendwie aussieht, als wollt ein Gesicht wie, ich habe keinen Bock auf euch, dann ist sowas von klar, oh scheiße, jetzt wird's übel. Wenn da einer ein Klemmbrett kommst, du kannst denen alles sagen. Wahrscheinlich kommst du sogar in die Disco rein, wenn du brauchst nur ein Klemmbrett. So, was ist denn hier los? Wieso brennt denn der? Du lebst noch? Pass auf, ich habe keine Ahnung, was dein Problem ist. Ich lege einfach hier und genieße die Sonne. Wo genießt denn der die Sonne? Der brennt. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Das wirst du nicht gerne hören, aber dein Gesicht brennt. Einfach ruhig den ganzen Tag rum. Aber mach es woanders. Okay. Oh, der brennt halt einfach, ja. Ah, wie man Cape weht hier. So, ich wollte ja da in irgend so ein Häuschen rein. Warte mal, da unten. Wir brauchen ja auch dieses Dingens, dieses Zeugs da. Guck mal, die habe ich gerade gesehen. Also wir brauchen das da einfach nur zum Auto auftunen. Und Geld. Geld brauchen wir, um uns erstmal ein Schmetterlingsnetz zu kaufen. Das ist wichtig. Kann ich da mit der Schaufel was schaufeln? Bestimmt. Aber da geht's nicht, oder? Da ist...
Ich kann auf Felsen buddeln. So, also, wo waren wir? Leute, kauft euch ein Klemmbrett. Vielleicht könnt ihr euch auch ein Klemmbrett und einen Sicherheitshelm, so einen Bauhelm holen. Dann habt ihr das auch geschafft. Alter Schwede, ja, mein Klemmbrett. Das war cool. Also, wie gesagt, habe ich immer noch gesitzt, aber eigentlich ein cooler Job. So, ordentlich Nase gejuckt und weiter geht's. Ich will eigentlich doch da unten hin. Ich war gerade irgendwo. Warte mal. Fliegt wieder ein Flugzeug, guck. Ja. Nee, ich laufe in die falsche Richtung. So, jetzt hier ist es ne. Tut mir leid, Leute, ich bin verpeilt. Ja, ihr kennt das. Klemmbrettgeschichten. Ach Gott, früher hat mich irgendwie so ein bisschen. Hey, Vorsicht. Hier ist es ne. Es ist eine starkbefahrene Straße. Ey, natürlich haben sie mich zusammengefahren. Ja, natürlich sollte man nicht einfach in eine stark befahrene Straße rennen, aber ich hab keine andere Möglichkeit. Mann, mein Zinken juckt, ey. Ist schlimm. So, weiter geht's. Also da war irgendwie ein Haus und da war ein Haus, ne, das ist das mit dem Hut. Okay, aber daneben ist noch, da ist noch ein Ramschen mit Jack. Schon wieder? Der hat doch auch immer dasselbe, oder? Sorry, da war gerade was. So, guck mal, kann man da nicht die Netze kaufen? Kann ich ein Interesse für Ramsch wecken? Ja, aber sowas von hier. Es gibt einen Insektenkescher. Fange Käfer und ein paar andere Dinge. Okay. So, was kann ich noch kaufen? Wie viel Geld habe ich noch? Ein Baseballschläger. Und ein Werkzeugdingens. Was ist das da? Noch 118. 500 brauche ich für einen Gleitschirm. Ein Gleitschirm. Drücke in der Luft, springen, um zu gleiten. Okay, und das ist ein Ramschdetektor. Ja, weiß nicht. Baseballschläger ist mir. Also wenn, würde ich mir das da kaufen. Aber jetzt, wir haben jetzt erstmal genug gekauft. Ich habe hier einen Kescher. Damit können wir schon mal Käfer und Zeugs einsammeln. Ist ja eins meiner. Warte mal, ich kann euch zeigen, was unsere Aufgaben gerade sind, indem ich nach oben drücke. Da steht's. Besuche Terrys Wohnhaus, hilf Petra dabei, Gummiwelpen, zieh ab und zu nach dem brennenden Bernie, habe ich gemacht. Fange Insekten für das neue Rezept von Snackfat. So, pass auf, ich war doch gerade auf der Karte, komm, dann machen wir das händisch. Was ist denn das da eigentlich? Hier wohnt Terry. Oh, ich bin in der Nähe von meinem Wohnhaus. Ja, da geh mal hin. Hey, so. Okay, er fängt also, aber er hat ein bisschen Delay. Die Spinne, jetzt ist sie weg. Mann, bin ich nicht gut. So. Nee, das ist das Wohnhaus von Terry, da gehe ich. Ja, komm, jetzt bin ich da, jetzt gehe ich auch hin. So. Das ist mein Wohnhaus, hier wohne ich. Ich habe das krasseste Wohnhaus überhaupt. Bienenrot. Hallo, Terry. Hallo. Kann ich dir eins drüber zwiebeln? Zack. Ja, schon. Okay. Es ist ein bisschen kompliziert hier. So. Dann fahren wir jetzt mal in mein Boot. Hey, was ist denn das für ein riesiges Gebäude? Ich dachte, ich bin irgendwie so ein armer Hilfekopter. Nix da, guck mal hier. Dann ist ein Schlüssel aus dem Kopf gewachsen. So, Home Sweet Home. Achso, ich muss auch reingehen. Ich könnte mir hier eine andere Hose anziehen. Schon. Okay. Dong. Dong. Gibt hier irgendwie jetzt nicht so viel. Oh, guck mal, da liegt was. Was haben wir denn Feines hier? Liest es vielleicht auch vor? Oder guckst du nur drauf? Ah, das ist meine Mutter. Lieber Terry, mein liebes Kind. Es bricht mir das Herz, dass du uns bei unserem grandiosen Sommerurlaub nicht begleiten konntest. Ich weiß, wie sehr du dich darauf gefreut hast. Aber als dein Vater und ich deine Schulnoten gesehen haben, war ein Ferienkurs unsere einzige Hoffnung. Terry, die Schule ist sehr wichtig. Mhm. Wenn du nicht mit deinen Mitschülern mithältst, werden sie an dir vorbeiziehen. Bitte sieh es als Investition in deine Zukunft. In Liebe, Mama. PS,
Dein Vater möchte auch noch ein paar Worte an dich richten. Terry, mein Junge, ich weiß, dass es für dich unheimlich schwer gewesen sein muss. Was war denn da los? Hat er irgendwie... Terry kann die Handschrift seines Vaters kaum entziffern und er glaubt, dass einer von ihnen Legastheniker sein muss. Möchtest du, dass Terry es weiter versucht? Ja! Ja, bitte. Deine Mutter und ich schenken dir eine Menge Vertrauen und übertragen dir die Verantwortung, den Ferienkurs allein zu bewältigen. Ich habe Onkel Kroni darum gebeten, auf dich aufzupassen, weil wir damit beschäftigt sind, unseren grandiosen Sommerurlaub zu genießen. Mach keinen Unsinn. Onkel Kronis Nummer ist auf deinem Handy als Kurzwahl gespeichert. Wähle einfach die 1. Ach, das ist der Onkel! Sollte leicht zu merken sein. Er hat deiner Mutter versprochen, immer ans Telefon zu gehen, wenn du anrufst. Jetzt aber gut und benimm dich. Ehe man sich's versieht, sind wir wieder zurück. Aha. Die Eltern sind also weg. Gibt's hier irgendwie... Kann ich hier was kochen? Das ist ja doof. Wieso kann ich denn nicht auf das Dingens zurück... Oh, warte mal, ich will da hinten rein. Achso. Ist das mein Zimmer? Kamera. Das sind Fische. Guck. Ja. Meine Fische gefüttert. Mit Pommes, so wie es aussah. So, jetzt will ich aber doch mal gucken, warum ich denn das Ding hier da nicht nehmen kann. Ich will doch irgendwie alles kurz und klein hauen. Geht aber nicht. So, dann waren wir halt auch mal bei Terry zu Hause. Kann ich auch hier einfach das Fenster rausspringen? Nee. Sind hier alle Fenster offen? Haben die keine... Da hängt doch eine Klimaanlage. Du machst doch nicht Fenster auf, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach, und dann bitte... So. Tschö. Also es ist also quasi gar nicht meine Wohnung. Ich wohne noch bei meinen Eltern und die scheinen gut Geld zu haben. Wahrscheinlich lassen sie mich deshalb einfach Auto fahren, obwohl ich keinen Führerschein habe, weil sie denken, ja, der ist reich. So. Ich wollte da hinten hin. Da ist nämlich irgendwas. Käfer gefangen. Ja, aber was ist da? Müll. Ja, geil, her mit. Wie geht's? Terry, wie geht's? Terry. Ja, gut. Hallo, Jadkleuter. Was sind denn das alles für Namen? Wie viel Geld hast du? 118. Und wie viel Geld hast du? 501. Aber sowas von. Wow. Kann ich mir 50 Geld leihen? Klar, warum nicht? Dankeschön. Finde ich Knorke. Danke. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du so viel Geld hattest. Ja. Ich habe angefangen, bei meinem Vater zu arbeiten. Was macht dein Vater denn? Jetzt? Er verkauft geklaute Autos. Das scheint ein guter Job zu sein. Das ist eine gute Sache. Wenn ein Auto verkauft wurde, kann man es nicht mehr als gestohlen bezeichnen. Der hat einen Punkt. Der neue Besitzer hat ja dafür bezahlt, und zwar den vollen Preis. Klingt plausibel. Sag ich doch. Dein Vater ist ganz schön pfiffig. Kaufe geklaute Autos mit Jadkleuter. Schade, dass unsere Väter nicht miteinander abhängen. Wieso eigentlich nicht? Ja, mein Vater will nur mit reichen Leuten zu tun haben. Ja, mein Vater arbeitet dran. Ich hoffe, dass er es schafft. So, okay, wir verstehen uns. Hier kann ich da auch draufhauen. Boah, geil. Hat voll Power, das Ding. So, wir brauchen ja Kohle. Muss ja alles klein hauen. Aber war hier... Achso. Der war das. Ah, okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwie was anderes gewesen. Nee, nee. Alles in Ordnung. Also ich meine, es ist ja schön, dass das hier eine Stadt der Gesetzlosen ist und so. Aber so eine Müllabfuhr könnte man schon mal
holen, weißt du? Voll doof, wenn überall der Müll rum ist. Ich meine, ja, solange sie Geld wegschmeißen, ist es mir ja eigentlich egal. Will ich da ja nicht meckern. So, weiter geht's. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ich guck mal auf die Karte. Hier unten habe ich erstmal alles abgegrast. Ach so. Ach ja, stimmt. Moment, bevor ich da jetzt halt weggehe. So. Ja, bin ja richtig. Da unten war doch irgendwas. Da war doch, da an dem Pier, oder wie das heißt. Dieses Holzding da. Da war was so Geräusche gemacht hat. Da. Ah ne, das habe ich ja. War die Flagge, gell? Ja. Aber da war doch noch irgendwo was. Wo war denn das? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen, siehst du? Ach, das ist... Ach, stimmt. Das war so ein Zettel, der irgendwo auf einem Berg rumgeflogen ist. Wo war der? Beim brennenden Mann? Nein, der war, glaube ich, vorher. Was ist denn das da oben? Jetzt ernsthaft, was soll denn das? Was soll das? Aha, ich hab... Ja, geil. Her mit. So, guck mal, ich krieg schon wieder eine neue... Hier ist auch noch Müll. Oh, ich glaube, da kann man durchgehen. Kann das sein? Sieht aber dunkel aus. Okay. Der Generator. Was bin ich denn jetzt? Wie kaufe ich einen Bauhelm auf? Ich kann die Kamera nicht drehen. Müll. Ich finde es schön, dass wenn du durch Matsch gelaufen bist, dass du dann Schritte hinterlässt. So. Ha! Was ist denn das da? Aua, aua. Was ist denn das da? Komme ich da hoch? Nee. Ich glaube da... Ja, nee. Da brauche ich bestimmt so dieses Schwebeding, dann könnte ich von hier oben hüpfen. Habe ich ja aber noch nicht. Lass doch mal... Lass mich doch mal die Kamera drehen. Was ist denn... Kann ich da rein? Ja, aber da ist nichts. Okay, es wird interessant. Es wird... Oh, da ist so ein Ding. Hab ich dich. Was ist es? Keine Ahnung, aber ich hab eins. Also macht das Ding so Musik. Das ist ein Musikgenerator. Kann ich da reinhüpfen? Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ein Macho-Macht-Ding. Macht auf jeden Fall Musik und was anderes scheint es hier nicht zu geben. Ich bin wohl irgendwie... Also, vielleicht geht es auch wirklich nur um das da oben, weißt du? Das da zu finden. Und so ein zettelartiges Ding habe ich gefunden. Ich weiß noch gar nicht, was das ist. Ich schätze, dass das so ein Gummimuster ist. Warte, ich kann ja auch einfach mal gucken, ne? Ne, so geht's nicht. Wo ist mein Inventar? Da. Ein Kneftmuster. Ja? Was ist denn das? Hundrathemmer. Sieht wie Honig aus, riecht wie Honig. Schmeckt wie Honig. Glaube ich aber nicht. Da oben waren wir schon. Kommen wir da eigentlich irgendwie drauf? Ah ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Guck. Wir waren da drüben auf der Insel und sind dann da weitergegangen. Also da dann wieder zurück irgendwie. Ich tue mal schon mal das Netz rausholen. Vielleicht ist er ja da noch irgendwo. Was sind denn das für Streifen da drauf? Ach so, das ist ein Schatten. Hoppala, runtergefallen. Naja, komm dann. Gehen wir mal nach den Krebsis gucken. Vielleicht sind da ja noch welche. Könnte ich sie fangen. Ist ein Krebs ist kein Insekt, ne? Ich weiß, dass ein Krebs kein Insekt ist. Glaube ich, ein Spinnentier oder so.
Also ein Skorpion ist auf jeden Fall ein Spinnenvieh. Ah ja, da guck. Da ist es. Hab ich's gefunden. Zack. Okay, was ist das? Ein Honika-Muster? Ein Kneft-Muster. Ja. Honika. So, jetzt müssen wir uns wieder ein Auto anhalten. Du da? Nee, du nicht. Au. Nein, die Autos will ich nicht. Die sind doof. Anhalten! Achso, noch Glück gehabt eben. So. Moment. Die Karte gucken. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt. Wir loggen mal das ein und arbeiten uns dann. Das ist aber nicht so, das gefällt mir die Farbe. Und arbeiten uns dann vor. Kann ich hier auch Turbo zünden? Nee, ne? Mach mal Platz da. Ey, was habe ich denn gerade gesagt? Platz machen, habe ich gesagt. Stopp. Also erstens mal liegt da Zeugs. Also wir arbeiten uns vor und gehen dann zur Garage. Ich glaube, dass das da richtig ist. Wenn ich da jetzt reingehe, dann wird man, komm mal hoch zur Garage, oder? Hm. Ja, ja, das ist, glaube ich, die falsche Richtung, aber egal. Oder kann man irgendwie hochhüpfen? Guck mal. Also da noch weiter oben. Ist hier nicht die Garage? Oh, was ist denn das da? Ach ja, das ist dieses Stöppelding da. Wo ich dann hochhüpfen kann und das tue ich dann so. Ah. Ich verstehe. So. Zeug gesammelt. Und jetzt könnte man dann darüber, kann ich aber nicht. Drüben ist noch ein bisschen Müll. Ich nenne es mal einfach Müll. Das sind ja eigentlich Turbo-Transeln. So, lass mal da reingucken. Was gibt's da zu sehen? Da ist ein Kran. Der ist schon ziemlich krass. Will ich hin. Nicht. Dong. Also einfach vor mir. Und ich gucke in diese Richtung. Das da könnte der Kran sein. Aber eigentlich will ich ja erst da hochgehen. Ja, okay, komm, wir gehen mal ein bisschen. So, irgendwie. War ich da unten schon? Ja. Boah, hier könnte man so schön rüberschweben. Wenn man es dann könnte. Ich kann aber nicht. So. Nochmal Platz da. Jetzt bin ich eigentlich schon da, wo ich hingeguckt habe. Ja komm, jetzt gehen wir auch dahin. Ah, es ist schlimm mit mir hier, ich weiß. Es ist... Ich weiß noch nicht mal, ob das der Kran ist. Da drüben ist... ein Obststand. Oh, da war mal ein Obststand. Der Markt ist geschlossen. Ja. Wir brauchen euch nimmer. Du, was? So, ich bin Don Camillo. Der Mann, der den Markt aufräumt oder so. Das auch noch weg. Gibt kein Markt heute. So, Don Camillo. Ach, das ist, glaube ich, noch ein Hutladen. Guck. Ja, komm, dann gehen wir da mal rein. Ich will mir aber... Oh, da hinten ist so ein Turm. Ich will mir nicht so viel Hüte, verschiedene Hüte kaufen. Einfach, weil... Ja. Ja, nee, da ist eh nichts Schönes dabei. Tschö. Ich will mir nicht so viele Hüte kaufen, weil ich spare ja auf den Doppelsprung sozusagen. Also 500 Geld bräuchte ich schon. Das wäre schon richtig gut. Hiau. Keine Ahnung, was ich gerade hinaus. Geronimo, irgendwie so die Richtung wollte ich was sagen. Moment.
So. Wollten wir nicht eigentlich in die Garage? Ach, wir wollten so viel. Da fällt dauernd ein Blatt. Kann ich das Blatt fangen? Nee. Das geht nicht. So. Warum läuft eigentlich nicht die ganze Zeit Musik? Fällt mir gerade auf. Also ich finde die Musik eigentlich so, die ist so okay. Taube. Mal probieren, ob ich eine Taube fangen kann. Haha, es geht. 3 Stück auf einmal. 3 Tauben auf einen Streich. Oh, da war ich auch noch nicht. Was ist denn das? So, mal gucken, was das jetzt ist. Ach, das Rathaus. Okay, dann raten wir mal. Da ist eine Tür. Panik! Angst! Sorge! Verzweiflung! Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Panik, Angst, Sorge, Verzweiflung. Oh ja. Wenn die das sagen, wird es wohl so sein. Guck, was ist denn hier los? Sieht aber übel aus. Ist hier eingebrochen worden oder so? Warte. Zack. Irgendwas habe ich. Ach so, da darf ich nicht hoch. Also Rathaus sind die Leute halt wie immer. Ratlos und verzweifelt. Ganz normal. Bleib hier. Ich wollte gucken, ob ich noch rein. So, da hinten habe ich noch Bauteile gesehen, oder wie das heißt. Moment, da gehen wir gleich hin. Das ist ein Aufzug. Okay, alles klar. Komm. So, Aufzug. Keine Ahnung, wo er uns hinbringt. Aber wir müssen auch in den Aufzug reingehen, gell? Vergesse ich irgendwie immer. Ich glaube sowieso, dass ich die Geldcontainer da, dass die sich als wieder auffüllen. Also ich hoff's. Ich brauche nämlich Geld. Wieder? Da ist eine Mücke ins Auge geflogen. Also so im echten Leben jetzt so irgendwie. Halt, da war noch 1, 2. So, jetzt wollen wir aber wirklich mal in die Garage gehen. Ja, wir gehen vielleicht vorher noch dahin. Es ist so schlimm. Wir gehen sofort in die Garage, aber erst gehen wir noch woanders hin. Kann sein, dass, aber ich muss wahrscheinlich noch höher gehen. Ich hoffe jetzt, dass ich damit nach oben komme und nicht nach unten. Sieht gut aus. So. Viel Müll, viel Geld. 500 brauche ich, damit ich mir einen Doppelsprung leisten kann. Und ich glaube, der ist ja wohl essentiell. Nee, ich will da schon hier bleiben. Sag mal, da ist eine Mücke, die belästigt mich. Warte. Hey, will er mich veräppeln oder was? Ah, jetzt habe ich ihn. Sorry, dass ich hier so winke und sowas, aber da ist eine Mücke. Die belästigt mich. Ja, vielleicht sollte ich mich mal duschen, aber das ist doch nicht gut. Ich hoffe jetzt, dass ich da rüberkomme. Ich glaube, es hat gerade einen neuen Level-Abschnitt geladen oder was? Was ist denn hier los? Spüre den Wind. Versuche gleichzeitig ein- und auszuatmen. Jetzt nimm diese Pose ein. Lausche dem Klang meiner Stimme. Oh, ich werde schon müde, wenn ich nur zulese.
Nimm deine Bedeutsamkeit wahr. Ausgezeichnet. Naja, okay, ich spüre wieder den Wind. Sollst den Wind spüren? Spür den Wind! Kann ich da rein? So wäre so der Bootsclub oder so. Ich muss doch hier eher. Also ich muss wahrscheinlich mit ihm reden oder so. Ja, was geht ab? Tust du da? Wieso hat der so einen Pylone am Hintern? Ich unterrichte. Es sieht aus, als ob deine Schüler schlafen. Im Gegenteil. Ich kann voller Zuversicht sagen, dass sich in einem zutiefst meditativen Zustand befinden. Nee, die schlafen einfach nur, laber nicht. Ich sehe das von hier. Was bringst du ihnen bei? Die Wege des Windes. Eins mit der Natur zu werden. Materiellen Besitz loszulassen. Ihr schmeißt Zeug weg? Das ist nur eines von vielen Dingen, die ich tue. Ja. Ich mache genau das Gegenteil. Ich sammle Ramsch. Verstehe. Kann ich bei deinem Tanzkurs mitmachen? Aber natürlich. Mach einfach meine Pose nach und versuche, zum richtigen Zeitpunkt zu singen. Was singen muss ich auch noch? Nochmal. Also ich habe das Problem, dass ich... Hier, mein Controller hat das Nintendo-Layout, so wie es sein soll. Das Spiel sagt aber, nimm das Xbox-Layout. Das ist aber Kacke. Achso. Ich verstehe so langsam, was ich machen muss. Ah, jetzt habe ich's raus. Ah, jetzt bin ich raus. So, Moment. Pose verlassen. Ja, krass, oder? Ich hab's jetzt so langsam raus. Da hinten war irgendwo eine Tafel. Ich muss gucken, wie gut ich bin. Das hat ein bisschen gedauert, was ich machen muss. Komm mal her. Höchste Yoga-Kombo. So. Guck mal hier. Ich bin mit 60.000, ja. Nee, 6.000. Das geht besser, das geht besser, das geht besser. Close. Freunde? Ich habe keine Freunde. Ich bin mein einziger Freund. Aber ich bin ein guter Freund. Ich lasse mich nämlich in Ruhe, wenn ich keinen Bock auf mich habe. Ah. So, also, lass noch mal tanzen. Das war voll schön, das will ich noch mal machen. Ich mag ja Musikspiele. Jetzt nicht, dass das ein Musikspiel ist, aber egal. Moment. Wo war wieder singen? Ach, da drüben. Oh, Junge, diese Knöpfe hier, die machen mich irre. So. Also.
Fast. Shit. Mann. Ihr könnt drauf wetten, dass ich das mache offscreen. Ich dachte, das wäre fertig. Ja! Ja, jetzt wird's aber hier. Nein! Nein! Mann, wie lange geht denn das? Es hört nicht mehr auf. Okay, also ich muss ja selbst aufhören. Komm, ist gut jetzt. Ich habe jetzt eine Combo von 10. Ich dachte, das hört irgendwann auf. Nee, lass noch mal gucken, wie gut ich jetzt bin. Immerhin. So, jetzt ist auch wieder... Sorry, aber das hat aus irgendeinem Grund... Das war richtig meditativ. Das war schön. So. Da ist der Kran. Nicht. Der Kran nicht. Stehst du? Kran nicht? Okay. Also zum Kran wollte ich hin. Hui. Ich habe 222 Geld. Das ist ja ein Ding. Ach, das ist das, was da unten rausguckt. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ich will vielleicht doch... Was ist denn hier los? Wer ist denn das? Der sieht aber... Geil! Was ist denn jetzt los? Hallo, Ricky. Hab gehört, dass du dir ein Auto besorgt hast, Terry. Da klingelt was, oder, Terry? Du bist nicht der Einzige mit einem Auto in der Stadt, Ricky. Ich bin scheinbar nicht der Einzige mit einem Turbo-Booster. Mein Auto war zu langsam. Aber das ist mein Ding. Wie? Rickys Turbo-Booster? Er ist dieser Typ. Ich bin der mit dem Turbo-Auto, Terry. Ich kann nicht zulassen, dass du dich in der Stadt mit meinem Vibe zeigst. Also, mit V, nicht mein... Ja, süß als Kompliment. Hier, weißt ja, Kopies... Clown ist kein Kompliment. Nein, es ist dieses Kopie ist die schönste Form von Clown oder so. Irgendwie sowas. Ich glaube, du verstehst den Ernst der Lage nicht. Mich hat letztens jemand Terry genannt. Terry! Ich muss da rüber gucken. Das passiert mir ständig. Da gibt's nur eine Lösung. Terry. Ich fordere dich zu einem Autoscooter-Match heraus. Was? Okay. Was? Was ist denn ein Autoscooter-Match? Das versteht doch kein Mensch. Bam. Au.
So, pass auf. Daneben. Was ist denn? Was muss ich denn hier machen? Daneben. Ich dachte so, ich muss in volle Möhre rammen oder so, wenn ich einen Turbo habe. Bäm. Okay, muss ich. Ei. Heiliges Blechle. Das hat nicht gereicht. Weg da. Ei. Ja, ja, mein Turbo ist aber halt mickrig. Das ist unfair. Ich war gerade auf dem Weg, mir noch ein Turbo zu holen. Das kriege ich nochmal hin. Ich muss erstmal schnallen, was der überhaupt von mir will. Terry kann Ricky ab jetzt überall ein Sprenkelwasser begegnen. Wenn Terry seine Autoscooter-Matches annimmt, kann er Turboramsch oder Geld verdienen. Gut zu wissen. Er war doch da irgendwo. Moment, da war irgendwie so ein großes... Ja, da! Wo ist denn die? Achso, da unten. Da ist ein bisschen Turboramsch. Ups. So, hier ist die Werkstatt. Jetzt bin ich richtig, Mann. Muss mich jetzt rüsten für Ricky. So, ihr verzeiht mal kurz. Ich werde was trinken. Gutes Wasser. Ich habe 275 Turboramsch. Großartig. 150, ich hätte fast 2 gekriegt, weißt du? Aber nur fast. Naja, vielleicht kann ich noch irgendwo 25 herkriegen und dann hole ich mir noch. Da. Turbo aberhalten, ja, die Turbolosung von Terrys Auto. Ja, weiß ich doch. Danke. Ich gehe wieder. Okay, das war schon mal sehr erfolgreich. Wir gucken jetzt noch, dass man irgendwie... Also ich kann jetzt 2 Turbo nutzen. So. Das ist ein Gebüsch. Das hat komisch ausgesehen. Ein Platz da. Junge, hier rauszufinden ist immer... Wollten die nicht irgendwie was von mir? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich hatte eine Freude, mit ihr Geschäfte zu machen. Achso, die sind schon fertig. Achso, ja, der hat mir ja verraten, wo ein Schatz zu finden ist. Freiblaser, Prokator. Kann ich da wegbremsen? Ja, kann ich. Also, ja, nee, dann lassen wir das mal. Ah, da hinten sind noch ein paar. Ja, das mit dem Turbo ist schon eine feine Sache. Das Problem an der Sache ist halt, ich bin kacke. Huch, wer bist denn du? Jack. Hi. Wieso hast du nicht den gleichen Ramschladen wie die anderen Jacks? Achso. Ja, das hat keinen besonderen Grund. Hast du etwa gerade Ramsch bei Jack im Ramschladen gekauft, um ihn hier weiter zu verkaufen? Ja. Willst du Ramsch kaufen? 222, nee. Ist in Ordnung. Ich muss noch. Ich spar eisern auf die 500. Das ist wichtig. Wir hatten hier den Markt wieder aufgebaut. Das geht ja gar nicht. Hast du das? Glock. So. Da sind noch ein paar Tonnen. Da unten waren wir dann wohl schon. Hier war mal. Ah ja, hier an das Dingens da hinten kann ich mich erinnern. Da dachte ich irgendwie, das sieht aus wie das Grab von Hyrule oder so, keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen. Nein. Ich habe gesagt, wir machen eine Stunde, dann machen wir auch eine Stunde, aber wir suchen uns erst noch ein bisschen was aus, wo wir hingehen können, weißt du? So, daneben können wir hingehen. Daneben können wir hinfahren. Was ist jetzt mein Auto? Bom, da ist es. So, Platz da.
Ihr Luschen. Ich weiß gar nicht, warum ich da hinfalle. Das ist ja genau in der Nähe. Egal. Hey, hoppa. Ups. Okay, da kann man dann wohl nicht runterhüpfen. Was ist hier los? Das kostet 15 Geld. 15 Geld ist ganz schön happig. Das ist eine aufwendige Arbeit. War mir nicht bewusst. Wie wäre es mit 10? Mach 5 draus, komm. Na schön. Das ist nicht gut. Also, wir sehen uns. Also, innen kann ich wohl schwimmen. Ach so, nee, weil ich das Auto versenkt habe. Ah. Okay, ich werd da jetzt besser aufpassen. Als ob. Ah, ja, hier ist die Werkstatt. So. Ach ja, aber da kann man was kaputt fahren. Ja, das war früher. Also mein erstes Spiel, wo du so im Auto rumfahren konntest, war ja damals auf der PlayStation 1 Driver. Erster Teil. Ey, das war so cool. Also, damals halt. Weil du halt hinfahren konntest. Das Ding hatte, du konntest, wenn du zu schnell in die Kurven bist, dann sind die Radkappen abgefallen. Mir ist fast das Hirn weggeflogen vor Freude, als ich das gesehen habe. Richtig, richtig krass damals. Heutzutage weiß nicht, ob man das noch spielen könnte. So, jetzt machen wir langsam hier, dass ich nicht wieder das Auto versenke. Ich weiß nicht, ob man das noch spielen könnte heutzutage. Gerade der erste Teil. Also ich meine, es gibt ja, müsst ihr mal gucken, es gibt Videos von Driver 1. Ich glaube, auf Rocket Beans gibt es ein Unspielbar, wo sie irgendwie versuchen, die Anfangsmission, die allererste Mission zu machen. Was halt einfach ist, du bist in einem Parkhaus und du kriegst halt die Steuerung erklärt. Also so, ja, mit Dreieck, Handbremse nutzen oder so, Gas geben, vorwärts fahren, rückwärts fahren, so. Die allererste Mission, wirklich die allererste. Und die ist so kacke schwer gewesen, weil irgendwann heißt dann, so, du musst jetzt da dreimal in einem Parkhaus, wo voll beladen ist, so, da musst du irgendwie so im Kreis fahren und was weiß ich was und einen Drift machen und Handbremsen und tralala. Und das Zeitlimit ist so kacke fies, es ist Wahnsinn. Kann ich die Tür da kaputt machen? Nicht wirklich. Also es war wirklich übel, kann ich euch sagen. Ja, aber wenn man es mal geschafft hatte, war es ein cooles Spiel. Und natürlich konnte man... Wegen Orangen und ich kann sie nicht nehmen. Natürlich konnte man Missionen und sowas machen. Du konntest im ersten Driver auch nicht aussteigen. Es war reines Fahren. Aber, egal. Es war cool. Du konntest auch so einfach nur rumchillen, rumfahren und... Oh, ich bin so gern rumgefahren. Einfach nur... Ach, das war so schön. Egal. Anderes Spiel. Hallo, Trappkind. Hey, Terry. Juik-Tank. Ja, wer kennt ihn nicht? Hallo, Juik-Tank. Hallo, Terry. Wie heißt der? Hallo, Stegweg. Flutjoch. Was geht, Terry? Hallo, Flutjoch. Terry. Erstenbreak. Haben wir jetzt bald alle durch? Wie läuft der Ferienkurs? Spektakulär. Wirklich? Nee. Solltest du nicht mit uns im Unterricht sitzen? Ja, aber meine Noten werden sowieso nicht besser. Also habe ich einen anderen Weg gefunden, berühmt zu werden. Er will berühmt werden durch gute Noten? Ja, das wäre interessant. Oh, okay. Ich glaube, jetzt erklärt er es ihnen so. Weißt du, so, oh, ich fahre mit dem Auto. Also, haben sie jemals beigebracht, warum der halbe Spielplatz auf dieser unsicheren Holzvorrichtung gebaut wurde? Alle wollen wissen, welche Wissenschaft es möglich macht, dass der Spielplatz nicht ins Meer fällt. Weiß nicht, vielleicht ist es unten mit Holz dran genagelt. Kann es nicht genau das zum Lernen motivieren? Ja, okay, sie haben schon irgendwie recht. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich gerne gelernt hätte. Ich weiß nur, dass der Architekt unfassbar optimistisch gewesen sein muss. Aber echt, hey. Für heute hat unser Gehirn genug gearbeitet. Wir haben den Lehrer in den Abstellraum gesperrt, damit wir einen Tag frei haben. Gute Idee. Spielst du mit uns eine Runde Orangenfußball? Klar. Was ist Orangenfußball? Ich meine, jetzt bei Ihnen halt das Wort Fußball. Das ist schon mal nicht gut.
Ich mag keinen Fußball. Mach keinen Fußball. So. Da ist ein Ball. Nicht ins Tor. Was ist ja hinter das Tor gefallen? Ihr Kanickel, ihr. Hör auf, mir den Ball zu klauen. Ah, das war doch quasi ein Tor. Hör auf. Der Rotkappige da, der ist bei mir im Team, glaube ich. Vielleicht könnte man da einen Baseballschläger gebrauchen. Jawohl! Guck's dir an! Ja, Tor! Lass den Ball da liegen. Das gilt auch für dich. Hast du nicht gehört? Nein, Finger weg. Achso, ich kann auch einfach dran treten. Tritt mal den Ball irgendwo anders hin. Ach, das ist ein Orange. Deshalb heißt es Orangenfußball. Wow, bin ich schlau, hey. Jetzt pass auf, wie ich den nicht reinmache. Hast du gesehen? Das muss man nämlich können. Diesen Ball nicht reinzumachen. Nicht so einfach. Hör auf, mir den Ball zu klauen. Ich klopse einfach. Hey! Lass die Fiese weg. Echt jetzt. Ah, Mann, ey! Das ist ja spannend hier. 10 Sekunden noch. Hör auf, mir nachzurennen. Ich muss hier Orangenfußball spielen. Oh, was? Wie hast du das hingekriegt? Die Zeit ist schon lange um. Und hör auf meinem Feld rumzurennen. Geh weg da. Das habe ich so, glaube ich, runtergeschossen. Ist du nicht schon wieder da? Jetzt reicht mir jetzt. Du wirst jetzt gekloppt hier. Muss das Spiel... Also das ist jetzt wirklich hier das Tor jetzt, das alles ausmacht, oder wie? Ja! Ja! Ich hab's geschafft. Ich bin der Oberorangen-Fußballmann. Nicht schlecht. Ja, dankeschön. Fühle ich mich jetzt aber fertig, ey. Alter Falter. Guck mal hier. Stunde rum. Sehr schön. Naja, also auf meiner Uhr. Ich habe ein bisschen früher angefangen. Ich habe was vorbereitet. Nee. So. Jetzt muss gucken hier. Wo bin ich? Ich habe 6 Siege. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ich habe ja noch einen alten Speicherstand, wo ich auch eine Stunde reingespielt habe oder so. Da habe ich, glaube ich, mehr Tore geschossen. Also wenn ich jetzt 2 habe, wahrscheinlich habe ich 4 geschossen und Siege steht für Tore oder so. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Sitz der Regierungsleute, da ist Geld. Kramen mit Check. Ich müsste halt wirklich noch Geld verdienen einfach. Aber ich habe jetzt keinen Bock, da immer nur Mülltonnen zu zerdeppern und so. Kann ich nicht einfach nur Leute zusammenkloppen? Euch da zum Beispiel? Ja, hört auf. Hat keiner Geld dabei oder was? Letztens hatten sie mal irgendwie, als... Hey. Wenn sie zusammengefahren, haha. Keiner hat Geld. Es scheint das Regierungsviertel hier zu sein. So. Viel zu wenig Geld. Ich will noch nicht aufhören. Es tut mir leid. Ja. Ich will einfach noch nicht aufhören. Gibt es hier wenigstens irgendwie Käfers oder so? Was ist denn das? Ist das eine Tür? Da rein? Oh ja. War jetzt nicht so mega. Naja, dafür kriegst du einen Kescher auf den Kopf. Zack. Gilt doch für dich, weil du so doof guckst. Papier.
Ah, hab ich dich. Ich könnte ja vielleicht so ein paar Muster hier noch hier schon bringen. Das ist doch schon wieder. Den klopp ich. Geschlagen. Oh, das ist guter Revanche. Auf jeden. Okay, dieses Mal hauen wir ihn aber mal sowas von in die Tonne. Pass auf, ich hab mehr Turbos. Das machen wir noch. Ich hab mehr Turbos wie ihr. Also ich habe jetzt 2 Turbos. Wahnsinn, oder? Da. Hast du gesehen? Ah, hast du nicht gesehen. Da. Mann! Arschmann! Nicht! Lass mich doch weg. Och komm! Echt jetzt? Das ist doch unfair! Aber immerhin habe ich 2-mal gewonnen! Mann, ey! Ja, das ist der Ricky. Ja. Wenn ich ihn beim nächsten Mal hau ich ihn platt. Okay, dieses Mal lag es nicht unbedingt an Turbo. Es ist aber, das Spielfeld ist viel zu eng. Mann. Da sind noch Käfer. Ich habe gerade einen Käfer gesehen. Oder eine Spinne. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ein komisches Vieh. Sind da noch irgendwo Spinnenkäfer? Da. So. Haben wir jetzt nicht schon 5? Wo sehe ich denn das? 3. Hier haben wir. Und 3 Tauben. Zählen Tauben sind, glaube ich, keine Käfer. Bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, das ist so. So, ein bisschen Geld verdienen. Wo müssen wir eigentlich die Käfer hinbringen? Ach ja, die müssen wir zum Strandpommesmann bringen. Ja, pass auf, komm, das machen wir jetzt noch. Wir gehen jetzt noch zum Strandpommesmann. Wo war denn der? Der brennende Bernie, der da, glaube ich, gell? Ja, das ist Terry sammelt Käfer für das neue Strandclub-Rezept. Aber ich bin doch hier oben. Kann ich doch nicht irgendwo anders hingehen? Er verkauft Hinweise. Die Tierhandlung. Komm, wir gehen in die Tierhandlung. So. Gefährlich hier. Moment, ich gehe besser hier hoch. Besser ist das. Weil... Aha, Käfer. So. Da war mal ein Käfer. Doof. Doof. So, da ist die Tierhandlung. Da gehen wir hin und guck mal, ob eins von den Zetteln, die wir da gefangen haben, ob das irgendwie... Mann, die Quickies. Ich kann nicht mal da anfangen. Leider nicht. Schade. So. Ich habe 3 neue Gummiwelpenmuster. Gib sie mir. Bitteschön. 1, 2, 3. Bitteschön. Bom, bom. Ja, nun, ich will auch was sehen. 1, 2, 3. Bitteschön. Danke. Was macht man jetzt mit den Gummiwelpen? Echt jetzt, also. Kneft Gummiwelpe, Herkunft unbekannt. Vogel. Du hast einen gefangen, ja. Glyphax, Gummiwelpe. Das Maskottchen repräsentiert den Reichtum von Sprinkelwasser. Und Honika, Gummiwelpe. Das Maskottchen, Widerstandsfähigkeit. Ja, aber was ist das? Schon mit dem Gummi... Ach so, der rennt jetzt hinter mir her. Ja, cool. Ja, so, jetzt pass auf. Also, ein komisches Vieh, was hinter mir herrennenden Pupsgeräusche macht. Ja, das kann ja nur mega sein. Wollte ich nicht die Spinne da fangen? Hab ich. Sehr gut. Oh, da ist noch ein bisschen Schrott.
Der Schrott ist flott. 152. Wir könnten noch einen Teil machen lassen. So, ach ja, ich muss doch zu diesem Typ da unten in die Gasse. Weil wir wollen ja illegale Sachen machen. Wo war denn die Gasse? Hier. Oder... Kein Geld mehr drin. Schade. Ich habe diese offiziellen Dokumente aus dem Büro des Bürgermeisters geholt. Aha. Ich glaube, ich habe sie gestohlen. Gilt als kriminelle Machenschaft. Hast du Gewalt ausgeübt, um an diese offiziellen Dokumente zu kommen? Ich glaube nicht. Hast du jemandem Gewalt angedroht, um an sie zu kommen? Nein, ich bin einfach ins Büro rein und habe sie mir mitgehen lassen. Was für eine wunderbare Abfolge von Ereignissen. Völlig harmlos. Soweit niemand etwas davon weiß. Bist du mir die Dokumente? Okay. Ach, das war das, was wir da gefunden haben. Ja. Oh. Ach du meine. Die Regierung scheint eine Menge Schulden angehäuft zu haben. Der Bau von Sky Tower war sehr teuer. Dadurch wurde die Regierung in den Bankrott getrieben und das war erst der Anfang. Wow. Die externen Bauunternehmer müssen unrechtmäßig spät ihre Bezahlungen erhalten. Vielleicht haben sie sich als eine Art Protest geweigert, eine Eingangstür in das Gebäude einzubauen. Ich dachte, das solle das symbolisch sein. Wenn das rauskommt, dann würde keine Nachbarstadt mehr Geschäfte mit der Regierung von Sprenkelwasser machen wollen. Wenn ich die Regierung dazu bringen kann, mir diese Dokumente abzukaufen, werde ich frevelhaft reich. Stell dir mal die Größe meines Portemonnaies vor. Wow. Also der sagt ziemlich oft wow irgendwie. Willst du die Ausbeute teilen? Ich hätte lieber eine Vorauszahlung. Oh, verstehe. Ich habe irgendwo in Sprenkelwasser Ramsch vergraben. Den würde ich wahnsinnig gerne ausgraben. Da ist komische Vieh da hinten. Wo genau ist der? Der Ramsch ist in der Nähe der Kinder-Grundschule vergraben. Danke. Warte. Ja? Sag doch was. Ich hab dir vielleicht schon verraten, wo eine Mülltonne voller Ramsch versteckt ist. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen zurücklassen, nachdem du mir bei meinen kriminellen Machenschaften geholfen hast. Verstößt das sonst gegen deine Prinzipien? Du kennst mich nur zu gut. Und, mein Freund, danke, dass du mir bei meinen kriminellen Machenschaften zur Seite standest. Es war mein echtes Vergnügen. Ich bitte dich, nimm das hier. Oh ja, Geld für dein Portemonnaie. Für mein Portemonnaie? 500, jawohl! Junge, das hört gar nicht auf! Da können wir das Dingens kaufen, wo wir dann einen Doppelsprung machen können, ja. Ich gehe jetzt den Ramsch ausgraben. Und das ist ein gutes Recht. Sehr schön. Blub. So, was haben wir denn hier? Ah, gucke. Was war denn das? Ah ja, das war die Grundschule, gell? So, ja, auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, das Gummitier ist eigentlich voll cool. Ja, das würde ich auch sagen. Komm, wir nehmen mal ein anderes. Mal gucken, was passiert. Okay, ja, Honika. Oh, jetzt habe ich 3 Stück. Die rennen jetzt alle hinter mir her. Und machen blöde Geräusche. Ich mag, dass das pupst. So. Hallo. Okay. Und mit diesem Rückwärtsgang, den wir gerade drin haben, verabschiede ich euch und mich und uns und sag, wir machen hier morgen weiter, bevor der mir jetzt hinten reinfährt. Tschö.